Ja, heute wollen wir auch zurückschauen. Wir haben so das Überthema, Gott schreibt seine Geschichte. Gott schreibt seine Geschichte in dieser Welt. Er hat damit angefangen und er hat noch nicht aufgehört. Und das Verrückte ist ja, dass auch wir hier mitten im Embracher Tal ein Teil von Gottes Geschichte sein dürfen. Oder wenn wir mal innehalten und zurückschauen, dass wir merken dürfen, Gott hat ja mit mir persönlich eine Geschichte geschrieben dieses Jahr. Und ich denke mir schon, dass es sich lohnt, manchmal auch innezuhalten, anzuhalten, zurückzuschauen. Ich habe von einem kanadischen Journalisten und Autor ein spannendes Zitat mitgebracht. Er schreibt in einem seiner Bestseller, der heißt Praise of Slow, also wir preisen die Langsamkeit. Da schreibt er, oder das ist eines seiner Zitate daraus, der ständige Druck, alles schneller zu erledigen, führt dazu, dass wir durch das Leben rasen, anstatt es wirklich zu leben. Wem kommt das bekannt vor? Wir rasen nur so durchs Leben und jetzt ist schon Ende 2025 und schon beginnt das neue Jahr und so weiter. Und dann schreibt er, wenn Sie den Slowgang einlegen, fügt sich alles zusammen. Sie knüpfen mehr Kontakte, schaffen mehr, konzentrieren sich besser und erreichen mehr. Sie werden mehr. Das ist das Zitat. Und ich habe mir gedacht, das klingt wahnsinnig stressig. Jetzt legt man den Langsamgang ein, um vielleicht diesem mal endlich zu entfliehen, diesem durchs Leben rasen, nur um noch mehr zu schaffen, noch mehr Kontakte, noch mehr zu machen. Ich finde es spannend, die Bibel und der christliche Glaube, die kennen das. Anhalten, innehalten, zurückschauen. Auch mal still werden können. Zurückschauen, was hat Gott getan, was hat er getan, zur Ruhe kommen können. Besinnung und daraus auch Dankbarkeit. Und ich habe heute einen Psalm mitgebracht, wir werden den zusammen lesen. Wir wollen uns heute aber auch einfach Zeit nehmen, um innezuhalten und zurückzuschauen. Vielleicht im Clip vorher, das war auch so ein Moment des Zurückschauens, des Innehaltens. Nochmals vergegenwärtigen, was haben wir alles erlebt im letzten Jahr. Und wir lesen jetzt Psalm 145 zusammen. Der beginnt quasi mit dem Refrain, dieser Psalm. Ein Loblied von David. Dich will ich ehren, mein Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben. Ich habe mir gedacht, das passt sehr gut zu unserem Gottesdienst heute. Auch wir sind zusammengekommen, um Gott zu loben und zu preisen. Dann heißt es, jeden Tag will ich Gutes von dir reden. Das bedeutet, man muss sich ja auch jeden Tag Zeit nehmen, um sich zu überlegen, was will ich denn Gutes von Gott reden? Was kommt mir überhaupt in den Sinn? Also ist auch schön, deinen Namen loben und preisen, der Name von Gott in den Mittelpunkt stellen. Das ist so der Refrain von diesem Psalm. Jetzt wird hier weiter ausgeführt, quasi Vers 1 von diesem Psalm. Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine Pracht und Herrlichkeit wird in aller Munde sein und auch ich will stets über deine Wunder nachdenken. Immer wieder wird man davon sprechen, wie ehrfurchtgebietend dein Handeln ist. Auch ich will verkünden, welche gewaltigen Taten du vollbringst. Also zuerst sagt hier dieser David, der diesen Psalm schreibt, lobe und preise ich Gott einfach mal wegen dem, wer er ist, wegen seiner unfassbaren Größe. Aber dann sollen auch die Generationen den Generationen erzählen. Ich habe mich gefragt, wie viele Generationen sind wir heute hier etwa? Schaut mal herum. Was würdet ihr schätzen? 4. Ein paar, oder? Finde ich schon recht cool. Eine Generation soll der anderen erzählen die Taten von Gott. Könnten wir jetzt lang drüber reden.
Oder man kann es machen. Wir nehmen uns nachher Zeit, um das zu machen. Er schreibt auch, wir wollen von den Wundern von Gott erzählen. Vielleicht kommt dir in diesem Moment etwas in den Sinn, ein Wunder, das du mit Gott erlebt hast in diesem letzten Jahr. Vielleicht etwas ganz Kleines oder auch etwas Großes, ein persönliches Wunder oder auch etwas mit anderen zusammen. Und dann heißt es wirklich, auch ich will verkünden. Manchmal denken wir, alle anderen sollen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, diese Geschichten mit Gott. Aber der Psalmschreiber macht ein Lied, wo alle zusammen singen, ich will verkünden, ich will verkünden. Vielleicht darf das auch eine Aufforderung sein, heute mal mutig zu sein, auch mal selber etwas von dem zu verkünden, das du mit Gott, mit Jesus erlebt hast in diesem Jahr. Dann heißt es weiter im Vers 2 dieses Psalms. Wenn die Menschen deines Volkes zurückdenken, werden sie deine unermessliche Güte besingen. Über deine Gerechtigkeit werden sie jubeln und rufen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Darum sollen dich alle deine Geschöpfe loben. Könnte sein, dass wir heute mal zurückschauen und du vielleicht auch merkst, so Momente, wo du Gott erlebt hast, als einen gnädigen Gott, wo du erlebt hast, wie Gott zu dir barmherzig war. Vielleicht hast du einen Moment, wo du zurückschaust und auch so merkst, wie er seine grenzenlose Liebe dir gezeigt hat, dass du etwas Neues von seiner Liebe erfahren durftest in diesem Jahr. Manchmal gibt es so Momente plötzlich, wo man merkt, hey, Gott liebt mich ja, er liebt mich ja wirklich. Vielleicht hast du etwas erlebt, wie er Leben gegeben hat, ganz praktisch, oder Dinge neu belebt hat, die müde waren. Weiter heißt es im Psalm, jeder, der dir die Treue hält, soll dich rühmen und weiter sagen, wie großartig dein Königtum ist. Sie alle sollen erzählen von deiner Stärke, damit die Menschen von deinen gewaltigen Taten erfahren und von der herrlichen Pracht deines Reiches. Deine Herrschaft hat kein Ende, von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Vielleicht hast du dieses Jahr etwas erlebt, wo du denkst, ja, das habe ich erlebt, ich habe diesen mächtigen Gott erlebt, diesen kräftigen Gott, ich habe Gott als starken König erlebt. Ich habe etwas von der Pracht von Gott erlebt, von seiner Herrlichkeit. Ich lese weiter, Vers 4 quasi dieses Psalmes. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Alle schauen erwartungsvoll zu dir und du gibst ihnen zu essen zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe, allen gibst du, was sie brauchen. Vielleicht hast du dieses Jahr etwas erlebt, wo du merkst, ja, Gott hat mir wirklich zur rechten Zeit das gegeben, was ich gebraucht habe. Essen, vielleicht auch geistliche Nahrung. Vielleicht hast du dieses Jahr Momente erlebt, wo du wie am Boden selber gelegen bist und gemerkt hast, wie dich der Herr wieder aufgerichtet hat. Wo du vielleicht heute zurückschaust auf eine Krise und denkst, ja, spannend, Gott hat mich da an der Hand genommen. Er hat mich wieder herausgeholfen, er hat mich an neue Orte wieder geführt. Vielleicht schaust du heute zurück und merkst, dass du selber so Orte erlebt hast, wo er dich wieder aufgerichtet hat, ermutigt hat, neue Kraft gegeben hat. Dann lassen wir eine Strophe aus und am Ende des Psalms heißt es, ich will den Herrn loben und alles, was lebt, soll seinen heiligen Namen preisen. Jetzt und für alle Zeit. Psalm 145. Und was wir jetzt machen, wir machen keine theologische Auslegung von diesem Psalm, sondern wir machen praktisch, was da steht.
Wir nehmen uns einen Moment einfach zum Innehalten und überlegen, wo habe ich Gott erlebt? Wo hat er sich mir gezeigt? Vielleicht ein Aspekt aus diesen Worten, die auch hier besungen wurden. Vielleicht kommt dir etwas anderes in den Sinn. Vielleicht denkst du, ich habe gar nicht so viel mit diesem Gott am Hut. Aber überlegst mal, was du erlebt hast, wie du bewahrt wurdest an einem speziellen Moment im letzten Jahr. Ich möchte euch ermutigen, dass wir uns jeder für sich 2-3 Minuten Zeit nimmt. Und wir werden in dieser Zeit, es hat so Schreiber und Zettel, die hier überall in den Reihen liegen. Könnt ihr mal schauen, dass die schön überall verteilt werden. Hast du mir eine gegeben, dass ich dir zeige? Solche Zettel, verschiedenen Farben liegen herum. Und du kannst jetzt 2 Sachen machen. Du kannst für dich ganz persönlich aufschreiben, was du mit Gott erlebt hast, wofür du ihm danken willst. Vielleicht gibt es aber auch Dinge, die du sagst, das dürfen auch andere wissen. Wir wollen nach 2-3 Minuten der Stille auch Zettel einsammeln und da drüben an diese Wand hinhängen. Wenn du sagst, du hast etwas, wo du Gott dankbar bist in diesem Jahr, das auch mehrere Zettel schreiben. Wenn das andere wissen dürfen, werden wir das dann nachher da hinhängen, so eine Dankeswand machen. Natürlich gibt es auch viel im Rückblick, wo man manchmal denkt, ja, da bin ich nicht so dankbar. Aber wir wollen uns heute fragen, was hat Gott getan? Wo will ich ihm Danke sagen? Wofür möchte ich ihn preisen? Vielleicht etwas Großes? Vielleicht etwas ganz Kleines? Vielleicht bist du dir nicht mal ganz sicher, ob das Gott wirklich gemacht hat oder ob das einfach so passiert ist. Dann darfst du das aufschreiben. Wir nehmen uns einen Moment Zeit. Musik ist im Hintergrund. Du kannst für dich ganz persönlich aufschreiben und den Zettel da mitnehmen. Du kannst einen anderen oder weitere Zettel ausfüllen, die wir dann an diese Wand hängen dürfen, um zu zeigen, was Gott bei uns, unter uns, hier im Embracher Tal getan hat in diesem Jahr.